Der alte Großvater. Den alten Lehlvater, einen storalten Austragler, hat schon recht zusammengerissen. Die Augen sind trüb, hören tut er schon gar nimmer und wenn er geht oder steht, zittern ihm Knie. Beim Essen kann er den Löffel kaum mehr halten und alle Augenblick verschüttet er was aufs Tisch durch und aus dem Mai trennt's da auch ein Tiermal. Der junge Lehlbauer und seine schöne Bäuerin schauen alle Tag zwider rein. Und beim Essen schmeckt ihnen das Zehnte nicht mehr recht. Schließlich setzen sie den Alten hinter den Ofen in ein Eck und stellen ihm das Essen. Suppen, Fleisch und Gemüse, alles auf einem Haufen beieinander, in einer irren Schüssel hin und gewiss nicht zu viel. Der Alte sagt gar nichts, aber traurig schaut er rein und nasse Augen hat er gekriegt. Weiß nicht, vom Warner oder weil ihm das Wasser so rausrinnt. Und einmal hat er mit seinen zittrigen Händen die Schüssel auch noch runterfallen lassen und in lauter Scherz gebrochen. Die junge Bäuerin hat einen alten Deppen und einen Zitterer hin und her geheißen. Der Alte sagt kein Wort und lust grad in ein Loch rein. Jetzt stellt ihm die Schwiegertochter eine Hölzerschüssel hin und sagt: Das kannst jetzt nimmer zbrechen. Wie es wieder einmal beim Essen sitzen, der Alte in seinem Katzenwinkel, da tragt der kleine Seppel mit 4 Jahren auf dem Stummboden kleine Brettel zusammen. Ja, was tust denn da? Fragt der junge Bauer. Ich mach einen Teller. Also ein Teller? Ja, wem gehört nachher das Teller? Ja, das kriegst einmal du und die Mutter zum Essen, wenn ich einmal groß bin und Bauer. Da schauen sie die zwei Bauersleute eine Zeit lang an, nachher holen sie den Alten vom Winkelvierer und lassen in Zukunft allerweil an einem Tisch essen, wenn er dir mal was verschüttet und trinst. Und so, ihr Lieben, endet dieses Märchen. Ich hoffe, dass der Zauber dieser Erzählung euch durch die Stadezeit begleiten wird. Kommt's gern morgen wieder, wenn eine neue Geschichte aus Oberbayern auf euch wartet. Bis dahin, macht es euch gemütlich.